One Planet, 20 Futures, der Podcast vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Willkommen beim Podcast One Planet 20 Futures vom Nachhaltigkeitsrat Lützeburg. Mein Name ist Cedric Reicher und ich begleite euch durch die 20 Episoden von diesem Podcast. Das ist der Podcast, der jeder von euch soll helfen, zu verstehen, wie Lützeburg kann wirklich nachhaltig gehen, für das E-Planet für uns alle gut durchgeht, und wie wir alle gut können mit konkreten Mesuren dazu beitragen. Und dafür begrüße ich heute Dr. Stefanie Zimmer bei mir. Und wir schwätzen heute über ganz vieles, ne? Landwirtschaft, Ernährung, Gaspillage, Biodiversität vielleicht. Gucken wir mal. Wir stellen nicht erst mal 4. Und dir sagt mal, was davon richtig ist, was total falsch ist, aber was ich vergessen. Dir sieht direkt aktuell vom IBLA, also Institut für Biologische Landwirtschaft und Agroökologie. Genau, das ist schon mal richtig. Das ist schon mal richtig. Das ist das Wichtigste, du doch effektiv akademischen Aufschluss war auch an den ökologischen Agrarwissenschaft. Das heißt, ihr seid wirklich vom Fach, kein Quereinsteigerin. Genau, ich komme nicht vom landwirtschaftlichen Betrieb, aber ich mich auch im Studium interessiert. Das heißt, dem nur wie Quereinsteiger definiert. Okay, Quereinsteiger nur 18 Jahre. Ja, so ungefähr. Und die sind bekannt als Madame von der Leguminosen. Die hat Leguminosen auf Lützeburg besprochen. Ja, ich meine, die waren schon halt zu Lützeburg. Ich habe mich seit meinem Studium und noch in meiner Doktorarbeit viel mit dem Thema befasst. Leguminosen, Erbsenbohnen, Sojabohnen. Und für allem, ja, für die ein bisschen heute zu Lützeburg können umzubauen. Erbsenbohnen haben wir schon lange heute, aber Soja oder ein Kichererbs, ein Linz, seit letztem Jahr ist vielleicht etwas Neues. Was heute noch nicht so war, aber was ganz viel Vorteile für den Wald, aber auch für unsere Ernährung kann haben. Super. Hast du noch etwas anderes, was wichtig ist? Was wichtig ist? Boah, vielleicht ist es schon eine ganz flotte Chance, eine ganz flotte Equipe zu schaffen. 22 Leute, wir mittlerweile im IBLA, ganz dynamisch. Erklär das den IBLA, was ist das denn? Das ist so bekannt. Ja, die IBLA ist, ja, der Name hat ja schon gesagt, Institut für Biologische Landwirtschaft und Agrarökologie Lützeburg. Wir sind ein gemeinsamer SBL. Wo ich angefangen habe, damals waren wir noch zu 3, ein Direktor, Berater und ich für den Bereich Forschung. Das repräsentiert auch ein bisschen, also wir haben Forschung, Beratung, Wissenstransfer, alles in einem Dach. Das ist ziemlich einzigartig heute zu Lützburg, aber in Europa geht das nicht so oft. Und ja, die bleiben einerseits Feld für sich, Studien zum Thema nachhaltige Landwirtschaft, Fokus auf natürlich Boden, Fruchtbarkeit, Wasserschutz, Klimaschutz, Biodiversität. Aber natürlich immer auch, wie kann der Bauer das umsetzen, wie kann der Bauer auch nachhaltig wirtschaftlich davon leben. Und dafür haben wir eben noch als Beratung, die Forschungsresultate über die Beratung eben direkt bei der Bauern in Praxis bringt. Ein anderer Punkt, wo die IBLA viel beschäftigt ist, auch den Aufbau von neuer Wertschöpfungskette, weil bringt nicht, wenn der Bauer etwas kann aufbauen, wenn er doch mittlerweile Sojafleisch da geht, wir haben keinen Aufsatz an den drin. Und da probieren wir eben auch, da auf den Weg zu helfen, also die Verarbeitung, den Handel, mal an Boot zu holen. Kann du Beispiele, so vielleicht noch aktuell, vielleicht Leute schon hören, haben gar nicht wussten, dass die IBLA damals sind. Manchmal Schleichwerbung. Nee, es gibt Bio-Bayer, wo wir eben geguckt haben, dass wir Lützburger Braugage eben für die können dran zu machen, wie die halt zu Lützburg angebaut, Bauern Gesicht tun, ein bisschen den Know-how vermittelt tun. Wir haben einfach Soja zum Beispiel für die Humanernährung mittlerweile, wo in heute Tofu zu Kaffee kriegt. Lützburger Tofu. Genau, zum Beispiel. Das ist ein schönes Beispiel, ja. Genau. Die sind kein Lobbyverband. Das heißt, für was steht das biologisch bei euch am Titel? Weil die sind ja nicht Vertreter von den Biobauern. Nein, das sind wir nicht. Wir sind ein Forschungs- und Beratungsinstitut, also das ist als Rolle, Forschung, Beratung und Wissenstransfer. Und natürlich so an unserer Vision, die wir haben, wir wollen eine nachhaltige Zukunft für die Landwirtschaft unterstützen. Und wir sehen eben, dass Biolandwirtschaft ein idealer Weg ist dafür, aber dass alle Formen, auch Agrarökologie, haben wir auch am Namen, die eben dahin feiert oder einen Schritt mehr dazu ist, eben auch dazu beitragen. Und wir sind nicht dafür, irgendeine Zivilisation auf Bio umzustellen, aber wir sind dafür, die Biolandwirtschaft, die es gibt, weiterzuentwickeln an der Forschung. Auch die muss sich verbessern, auch da gibt noch viel zu forschen. Und natürlich ist es auch ganz wichtig, nicht nur zu forschen, dass es halt nur irgendwo am Tierrang an einem Paper verschwindet, mit das es auch im Terrain auch könnt, dafür auch Beratung dabei, aber auch Wissenstransfer, wo wir auch mittlerweile ganz viel Co-Creation haben und alle Akteuren im Sektor probieren wir anzubauen. Also es ist nicht nur die Bauern, es ist die Beratung, mehr auch den Handel, Verarbeitung, Politik, ganz wichtig, aber auch wir als Konsument natürlich einen ganz großen Einfluss haben.
Vision, also ganz gut Stichwort für diesen Podcast. War das dann eigentlich eher Vision? Die von der IBLA scheint ja eine klare Mission zu sein, eine Vision für die Zukunft. War das dann eher Vision? Mein persönlich. Ja, mein persönlich ist also am Anfang, dass man hinkriegen, eben noch die Vision umzusetzen, also die nachhaltige, zukunftsförmige Landwirtschaft eben noch zu haben. Und ja, meiner Meinung nach geht das just, wenn man irgendwann hinkriegen, das ganz holistisch, also ganzheitlich umzupacken. Das ist nicht just Landwirtschaft zuständig, nicht just Ernährung, nicht just Umwelt, also weiter. Wir müssen gucken, alle Akteure in durchzukriegen und zusammen zu überlegen, was das als gemeinschaftliche Vision an recht, wenn wir die haben und entwickelt haben, können wir auch gucken, wo sind die verschiedenen Stellschrauben, die man muss drehen, um dahin zu kommen. Ich tue momentan keine Vision für Lützeburg an dem Sektor. Für mich nicht. Es gibt eine klare Definition oder Vision oder ein politisches Ziel. Wo soll dann im Bereich Klima, Treibhausgasen hingehen, gedehnt was Biodiversität betrifft, gedehnt was Wasser betrifft. Aber ob die aber also einen an einen rausspielen, das ist natürlich, dreht in der anderen Stellschraube, dann drehen sich andere Stellschrauben mit. Und für mich muss ich das ganz zusammen gucken, das natürlich irgendwie auch die Wirtschaftlichkeit, die auch eine Nachhaltigkeit ist, weil wenn man der Bauern kein Abkommen ist, wir haben auch erst kein Bauern mehr, das ist auch nicht nachhaltig. Das heißt, da muss man auch ein bisschen gucken, die Balance dort zu finden. Fakten, Fakten, Fakten. Als Wissenschaftlerin sind Sie bestimmt hilfreich, mir dürfen ein konkretes Ziel zu nennen. Ein konkretes Ziel, ja. Ich denke, den am meisten kann dazu beitragen, ja, für das ich etwas ändert zu mir alle selber. Und wir essen all Tag, aber es wird ja auch da ganz viel produziert, für das können Sie essen. Und wenn wir so Bagatei vorstellen, alles, was so produziert wird, sagen wir mal heute zu Lützburg oder weltweit, möchte am Anfang ganz großen Unterschied. Dann ist es so, dass ein Teil von der Bagat oder von dem, was produziert wird, geht eben für deren Ernährung geholt, ein Teil erst einmal direkt selber. Und leider ist es aber so, dass ein Teil, ein Drittel, für die Fakten zu nennen, direkt an der Puppe landet. Das heißt, das wird produziert für nichts. Das heißt, wir verbrauchen Fleisch, die man am Anfang nicht müsste verbrauchen. Wir produzieren Treibhausgasen, die man nicht müsste produzieren. Wir machen etwas Negatives für ganz, also wir belasten die Umwelt, Biodiversität, Wasserschutz und so weiter. Und das müsste man nicht. Wir füttern Tiere und wir schlürfen so nur, für das Milch, Fleisch oder der ja, direkt an der Puppe leihen. Und da muss ich natürlich vorstellen. Und das ist etwas, was ganz einfach für, wo jeder ein bisschen dazu beitragen. Ich selber auch, also den davon sind Teilchen von davon sind mir zuständig, also steht Privathaushalter, genau. Und du kannst natürlich jeder etwas dazu beitragen. Mir fällt auf, dass wenn ich mein Gemäß am Garten selber umbaue, dann esse ich auch Wurzeln, die ich vielleicht im Supermarkt nicht kaufen, weil sie unperfekt sind. Das ist menschlich wahrscheinlich, oder? Ja, aber es gibt mittlerweile auch ja, echt für sich den unperfekt und so weiter, wo man das auch vermarkten kann. Aber ja, das hat auch mit Lebensmittelverschwendung zu tun, dass es am Anfang produziert wird, aber aufgrund von verschiedenen Normen, die man haben, der Apfel muss so aussehen, darf nicht schief sein oder wie auch immer, von soll aber eine gewisse Krümmung haben, dass man eben das nicht an den Handel kennt. Das hat natürlich auch einen Teil von der Lebensmittelverschwendung. Also realistisch wäre es, 50% zu reduzieren. Und noch natürlich, was ich kaufe, meine Kaufentscheidungen. Ne? Ja, also da natürlich auch vielleicht für die besser zweimal im Supermarkt jetzt vorher mischen, dass die nicht so weit von einem daheim fort wie du einmal oder vielleicht auch in alle 2 Wochen ganz groß anzukaufen, noch nicht so Gericht zu wissen, was könnt ihr die nächsten 2 Wochen noch mal stören. Da geht es ja, schlecht, da geht es aber vielleicht in den Restaurant essen und da Leute die essen daheim am Frigo und geht schlecht. Ja, das dreht natürlich auch dazu bei und ja, generell vielleicht bis am Voraus zu überlegen, was kauft ich an und ja, vielleicht auch Reste kann in sich anderen Tag warm machen und am Restaurant rasch mal Team holen. All das sind Sachen, die relativ einfach umzusetzen sind, wenn ein bisschen drüber passt. Es gibt ein Projekt, das nennt sich der Weltacker, 2000 Quadratmeter. Das ist eine Zahl, die immer rund 5 Liter gesucht wird. Das ist die Stadt, die wir zur Verfügung hätten, wenn es gerecht verdelt wird auf der Welt, für jeden für ganz Jahr alles umzubauen, was wir verbrauchen. Wenn wir ein bisschen nachhaltig
ernähren. Das heißt, am Moment ist es leider nicht so. Am Brand verbrauchen wir Ball, das Ball, also 3700 Quadratmeter verbrauchen wir. Das ist aber so, dass wir zu Lützeburg schon mal Flasch, Landwirtschaftsflasch umraschen, ob da wo kommen wir plus minus auf die 2000 Quadratmeter Tisch. Wir haben realistisch, aber der Fried ist natürlich okay, wo könnt die anderen 1700 Quadratmeter dann hin hier? Und die ist immer irgendwo im Ausland, dadurch, dass wir ganz viel importieren. Ein ganz, ganz großen Teil davon aus deren Futter, was wir importieren, und davon Soja hauptsächlich, was importiert wird aus Rehbuschgebieten. Top, Flop. Ich meine, da sind wir auch schon bei einem Top-Flop. Was will ihr nicht mehr hören? Also ich will am Anfang nicht mehr hören, dass Soja oder Soja-Extraktionsschrot für den Fachbegriff zu nennen, importiert wird und das sowieso ein Aufwaldprodukt von der Ölindustrie. Also ganz früher war das vielleicht mal so, Soja aus Öl gehen, haben den Öl genutzt und der Rest aus verfiedert gehen. Aber mittlerweile, also einerseits mengemäßig, wenn ich sage Soja hält, dann sind 80% von Öl, 82% aus der Extraktionsschrot, also schon viel mehr, aber auch wenn ihr guckt, der Wert, der monetäre Wert, wie auf der Börse gehandelt wird, ist viel mehr hoch, was beim Fütterung angeht. Das heißt, das ganz klar, die Soja, die importiert wird aus Brasilien, Argentinien, USA, wo sonst Fleisch Trebischer für die Stungen, wird angebaut und importiert für deren Ernährung. Du goufet ja Etude last Jahr von der IBLA, die ausgerechnet hat, Lützeburg ist ja ein Weideland an Co gehört ja hinter. Mit irgendwie sind der schon zur Konklusion kommen, dass man vielleicht irgendwo zu viel haben. Geht ja nicht um Zahlen, es geht ja um die Message. Was ist die Message? Also, was kann Lützeburg und was kann Lützeburg nicht? Bei Lützeburg hat die Einzigartigkeit, dass wir Grönland Standort haben. Also wenn wir ganz Nutzfleisch holen, dann ist am Punkt falsch und von der Grönland. Und das ist auch gut, das ist auch berechtigt. Grönland soll auch Grönland bleiben und nicht irgendwie ein Ackerland umgebracht gehen, weil das wäre auch nicht gut für die Umwelt. Und die Einzigen, die wirklich Grönland gut verwerten können, sind einmal als Runner, die wir haben. Entweder Fleischrunner, Milchrunner. Bei mir ist ja immer noch kein Gras, das wird auch in Zukunft, denke ich mal, so bleiben. Dafür brauchen wir als Runner an unserer Landschaft. Und das ist auch wichtig, dass wir die haben. Wir müssen uns aber vorstellen, dass Grönland, was wir haben, die Fleisch, die wir haben, wie viele Runner können wir da fiedern. Und dran braucht er sich kein Soja, kein Mais, keine Zusatzstoffe, das für die Leistung mehr hoch zu setzen. Die können sich auch rein vom Grasland ernähren. Und wenn wir da eben gucken, wie viel Fleisch haben wir für die Runner zu ernähren, am Verhältnis zu dem, wie viel Runner haben wir wirklich an der Stelle und an der Wiese stehen, dann ist die Balance nicht mehr so ganz hergestellt und dann müssen wir pur Runner Männer halten. Das heißt aber nicht, dass der Bauer da irgendetwas schlecht oder falsch macht. Wir als Konsumenten freuen doch noch. Also Lützeburg, wir sind am Podium, was deren Produkte angeht, was den Konsum von deren Produkten angeht. Und auch da kann vielleicht jeder ein bisschen evaluieren, ja, muss ich schon alltag mein Steak Teller haben oder den Käse und Milchkonsum, wie hoch muss das wirklich sein? Und gibt noch ganz viel mittlerweile, also am Platz von den tierischen Proteinen können wir auch pflanzliche Proteine zuholen. Wir können mittlerweile Erbsen, Bohnen, Kichererbsen, Linsen aufbauen. Und ja, auch die sind ganz spannend. Also die letzte Woche haben die Erbsenbulli sind Bohnen Schlupp. Für mich exotisch, sie können wir auch vielleicht den Hummus aus der Kichererbsen machen oder die Linsen Salat essen in Zukunft. Also alles ist machbar. Und ja, ich wäre ganz sicher, weil wir brauchen mehr Fleisch für pflanzliche Proteine anzubauen, wie für tierische Proteinquellen zu haben. Ja. Von der dazu, also der das auch als Wissenschaftlerin, als Forscherin, als politisch neutral. Wie weit von in die Message geht, vielleicht mal noch Fleisch ist, geht das direkt so ideologisch erheischt. Wie weit traut der Stadt zu sagen? Ja, das ist ein gutes Frage. Wir haben so eine wissenschaftliche Tür gemacht. Am Anfang ist das einfach eine Modellierung, eine Modellberechnung. Und die weiß, dass am Anfang als Grenzen, an denen wir uns bewegen. Und das am Anfang just für zu weisen, wo sind die Grenzen, wo sind wir gerade, wo können wir hinkommen. Und hier schon damit werden wir es nur natürlich treffen. Aber wir müssen einfach mal weisen, was sind Möglichkeiten. Und da das die Aufgabe von einem Wissenschaftler, nur zu entscheiden, was das politische Ziel ist, wo gehen wir hin. Oder für sich selber oder den Konsumenten zu entscheiden, was machen wir. Das ist nicht als Aufgabe. Mehr wahrscheinlich fühlt sich ein bisschen angegriffen, also fühlt sich so angegriffen, wenn irgendwie ein Wohrisch da drin ist. Das heißt, ja, wenn die Leute vielleicht mal den Flieger holen, da gehen sie einfach gerne verkannt, da fühlen sie sich auch vielleicht angegriffen, dass das vielleicht ein bisschen da ist. Das ist aber nicht Ziel davon, dass ja, einfach ein wissenschaftlich Aussage, die wir machen. Ein Wort, das die Leute unter 2 Jahren viel an der Mode ist, ist die Ernährungssicherheit.
Und das ist ja auch ein SDG, also ein Sustainable Development Goal. Und wie weit ist das zu Lützeburg überhaupt möglich? Und wie weit, sie werden immer ein Land, sie werden auch angewiesen auf so eine Kooperation und auch Import? Du hast auch am Projekt Sustainable ganz aktuell zuhören. Und du hast ein bisschen angeguckt, es gibt ganz viele politische Ziele. Einerseits Ernährungssicherheit, da geht es aber Treibhausgasemissionen reduzieren, also Klima verbessern. Geht aber auch den Stickstoffeintrag reduzieren, also was für das Wasser zum Beispiel ganz wichtig ist. Und wenn weiß ich nicht so richtig, wie gesagt, weil man nicht festgelöscht war das Ziel, wo man den Kompromiss gänge fanden, da kind man das vielleicht erreichen, dann hatte man mit Kind erreichen, dass man Treibhausgasen im Talschen reduzieren, den Eintrag vom Stickstoff im Talschen reduzieren, aber da wäre man sonst noch bei rund 32% Ernährungssicherheit, Souveränität, wenn man Import, Export ausschalten natürlich. Und das ging wir erreichen, indem wir 75% Bio hatten, im Moment sind wir auf 7%, wenn wir 25% Männer Lebensmittel verschwenden, aber wir 50% Männer Kraftfutter füttern, also zum Beispiel Soja. Und dafür muss ich sich vorstellen, war das wirklich Ziel, als der Ernährungssicherung als Ziel für Lützeburg, also die Klimagasen oder wo wollen wir hinkommen, aber ich dann den wieder schwarze zu wissen den Mann und dafür muss ich aufpassen, dass ich nicht alles in Lippe gehalten. Eine Gruppe, die sich ja oft wirklich nicht mitgeholfen fehlt an den Diskussionen, an denen sich dann noch manifestiert, sie Bauern, weil die trotzdem eine immense Verantwortung haben für als Gesellschaft, auch gesellschaftlich auf die Menschen gut verankert sind, die auch da können Stimmer hier, wenn sollen. Aber wie weit sind Sie da recht, wenn Sie so ein Preis geht, alles erwartet, ja, mit Eis geht aber nicht immer auch geschwärzt, was wir können, was wir auch wollen. Ja, ich meine, das ist das größte Problem an der Diskussion, dass eben, okay, die Landwirtschaft das ist irgendwie Verursacher von all den Umweltproblemen, aber sie sind einfach am Anfang Opfer von der ganzen Geschichte und geht alles ist am Fokus von der Landwirtschaft oder vom Bauer gesehen. Mit das nicht der Bauer, den du verantwortlich hast. Dass Politik die Rahmenbedingungen stellt, sie mir als Konsumentin, die etwas nachfragen. Ja, natürlich der Bauer so ein Wirtschaftsbetrieb, auch dem muss eine Familie ernähren, auch dem muss wirtschaftlich irgendwie können die was runter kommen. Und du verstehst, dass ich als Bauernbetrieb dann auch Angst kriegt, wenn ich so Sachen hört, weil du Mann Fleisch soll gehen, da kann ich auch Mann produzieren, davor denke ich auch Mann, wie ernähren ich meine Familie, das ganz überrascht ist. Und dafür ist eben umso wichtig für all die Akteure und Bewusstsein dafür benutzt, dem Bauer die ganze Verantwortung zu gehen oder dem Bauernbetrieb, mehr als alle gut in der ganzen Gesellschaft, den musst du umsetzen, weil ja, das heißt nur produzieren, man vielleicht hier im Land mit importieren, dann haben wir auch nicht viel besser gemacht. Ja, und wenn wir darüber schwätzen, dass wir alle wollen essen, aber nicht wollen immer gesehen, wie die Essen hergestellt wird, ne? Dass man den Piff nicht mehr will riechen und so weiter, du ein bisschen den Kontakt zur Natur verloren. Auch ein Thema, was im Podcast beschwert gehen ist, was ja auch viele bei der Gesellschaft aussieht. An unser Lebensstil, unser Ernährungsstil ist ja eigentlich auch nicht nachhaltig für uns selber, weil es krank macht, was wir in diesem Podcast schon beschwert haben. Ja, ja genau. Ja, sind das Faktoren, die da auch, wo da auch ein Präambel dabei schreibt oder so weiter, in der Etüde, wo da so, das wollen wir auch an Betracht? Ja, also mir ganz, weil die Ernährungsempfehlungen umgehen, wir sind noch kein Ernährungsbüro, also da gehen wir natürlich noch nicht dran, aber insgesamt gucken wir natürlich schon, dass die Resultate, die rauskommen, auch mit Empfehlungen von einem Ernährungsbüro da übernehmen stimmen. Da das immer berücksichtigt, dass wir da sind und da ist es nun mal so, ja, dass wir viel mehr Fleisch essen, wie für uns gesund wird, dass wir vielleicht mehr tierische Produkte essen insgesamt und dass das ganz auch ging mit mehr pflanzliche Produkte, wobei nicht heißt, dass ich muss Vegetarier, Veganer sind, weil mir Hühner ist Rand verteilen, das Landschaftsbild passt und dafür soll man das auch weiter fördern. Ja. Ich habe hier nicht gedacht, Bewegung von veganen Wildschäßer, also Leute, die so ich esse nicht mehr wild, weil ich selber geschossen habe und so weiter, die aber so sich vegan ernähren. Es geht ja nicht darum, leider Kategorien zu gehen. Darum geht ja gar nicht. Es geht ja darum, die Ernährung insgesamt zu denken und nicht nur zu so viel Prozent als Veganer, Vegetarier und so weiter. Tro vom Nachhaltigkeitsrat. Was müsste auf Basis von Haut bis 2030 an der Landwirtschaft geschehen, für die Biodiversität zu unterstützen? Ja, das ist ein gut Wort. 20 Striche ist natürlich ganz neu, das ist eigentlich schon nur. Ja. Und Biodiversität ändert sich natürlich
viel zu schnell, aber in der Hinsicht wird aufzubauen noch ganz los. Boah, kurzfristig kann ich natürlich die typischen Sachen hacken, Pflanzen, Strukturelemente fördern, Bleistreifen, Uleen. Das wird aber auch schon gemacht. Aber ich meine insgesamt, dass die Frage von der Biodiversität, da darf man nicht so klein sehen, das ist ein ganzes Ökosystem, wo man muss gucken, darum zu verbessern und dann verbessert sich die Biodiversität, ob das nur ein Acker ist oder an der Bestäuber ist oder wo auch immer. Und das heißt, bei mir für Wasserschutz machen, wenn wir für Bodenschutz machen, haben wir insgesamt etwas für die Biodiversität gemacht. Und auch Biolandwirtschaft kann ein Vierräder sein. Ein Grund oder ein Hauptgrund, für was Landwirtschaft verantwortlich gemacht wird für die Biodiversitätsschwund, also eben chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel, an so viel mineralischen Dünger, also Gülle und so weiter, aber auch mineralische Düngemittel. Und am Biolandbau sind die mineralischen Düngemittel verboten laut Gesetz und noch kein chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel. Das heißt, du hast den Risiko schon mal auf null gemacht, da machen wir ganz viel Gutes. Und auch da gehen nicht Zahlen. Also Genetüden, die eben so, wo wir alles biologisch bewirtschaften, da machen wir ganz viel für Biodiversität. Schon lange, was den Steckstoff austrägt als Dünger angeht, tun wir 25% Männer. Und was die Belutdachten zählen angeht, sind wir bei 95% mehr Acker. Wir sind bei 35% mehr bei den Feldfischeln und wir sind bei 23% mehr, was Bestäuber angeht. Also das sind schon Zahlen, wissenschaftliche Zahlen, die für sich stehen. Das heißt aber nicht, wir haben 7% Biolandwirtschaft heute in Lützeburg. Dass all die anderen Bauern da irgendwie etwas Negatives machen, weil ich meine, wir haben ganz viele Bauern, die bewusst sind, die auch gerne etwas wollen, hier machen, die viel agrarökologische Maßnahmen umsetzen, die auch gut sind für Biodiversität. Aber es fehlt ein bisschen Unterstützung. Wir müssen hin auf die Weg helfen und müssen noch gucken, dass das noch wirtschaftlich nachhaltig ist, die Biodiversität zu fördern. Und das ist es leider noch nicht. Und da brauche ich noch einen Weg, wie kommen wir da hin. An einem Podcast über Visionen muss ich dann aber fragen, ist dann eine Landwirtschaft ohne chemisch Stoffe an ohne Gentechnik vorstellbar? Für mich ja. Okay, das ist ja ein klar Aussage, weil da könnte ich mal froh gestellt. Bin ich ganz froh. Der kritische Geist. Bio. Das sind doch alles just Leben, das ist alles just Quatsch, ich weiß doch gar nicht, was dran ist. Also sowieso, das ist doch alles viel zu teuer, das kann sich normal nicht leisten. Das ist einfach nicht mehr eine Schickeria für die mit dem Super Naturata fahren. Ja, das ist die typische Aussage, die es gibt. Aber einerseits zu den Label kann ich vielleicht ganz kurz sagen, dass das auch vielleicht, das kann so dahingestellt, aber den EU-Label ist den einzigen Label an der EU, den durch ein EU-Gesetz verankert ist. Das heißt, sowohl Produzenten wie auch die Verarbeitung von den Produkten wird einmal im Jahr mindestens kontrolliert, laut Gesetz. Und dann haben wir natürlich noch Labeln, die nach mehr frohen und die gehen auch mal kontrolliert, einmal im Jahr. Also ist das schon mal ja, so Fake News, ging ich mal so. An die andere Geschichte, ja, mit dem Preis, natürlich spielt das eine Rolle. Natürlich guckt den, was kostet das. Einerseits früher ist viel mehr vom Portemonnaie ausgegeben für Lebensmittel. Mittlerweile ist es vielleicht echt den Handy, den Auto und ich weiß nicht was, das muss ich noch vielleicht auch equivaleren. Trotzdem verstehe ich die Diskussion, aber da ist es auch so, wenn ich den traditionell hergestellten Produkt mit Bioprodukt vergleichen, also am Anfang als Konsument blöd, wenn ihr die Bioprodukte kauft, weil bezahlt mehr für die Bioprodukte und plus bezahlt ihr Steuern für Wasser proper zu machen, für die Biodiversität zu fördern, für Klima zu verbessern und so weiter. Das muss bezahlen zweimal. Und da müssen wir am Anfang hingehen und ein bisschen die externalisierten Kosten, die den einen und den anderen Produkt verursachen, mit ablöschen, an dem einen monetären Wert gehen. So eine Art To-Cost-Accounting oder da gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie das Kind machen. Und da gibt doch wissenschaftliche Studien, und wenn die Kosten mit abzieht, dann ist der Bioprodukt nicht mehr teuer wie die konventionelle Produkt, weil das sogar hängt ein bisschen vom Produkt auf, ein bisschen mehr billig, das ist aber keine große Differenz mehr. Und das ist dann auch immer ein ganz gesellschaftlich Frage, wie gehen wir da um? Muss sich da Gedanken machen, noch mehr bezahlen für die Bioprodukt, dass die Medaille aus hier zu stellen, ist klar, an dem Marché, wie wir im Moment sind, an dem System, dafür ist er doch gerechtfertigt, dass der Bauer da einen Teil mehr kriegt, aber das ganze System ist einfach durchgehen und nicht den einzelnen Preis von einem Produkt. Wie kann man dann Balance zwischen der Verantwortung vom Individuum, vom Konsument an den systemischen Fragen, an denen wir uns alle befinden? Weil
wenn nicht Luxus hun nach neben den Bauer zu wohnen, dem man sein eher verkäft, dann habe ich ein gut Gefühl. Ich weiß aber, dass ganz viele Leute den Luxus nicht tun, weil es weit weg ist und das ist auch idiotisch für eher 5 Kilometer mit Auto zu fahren. Wie fanden wir Balance? Ja, du hast Balance, aber das ist natürlich einerseits Wege hier gestaltet, auf wo könntet, das ist ja oft die Lokal- oder Bio-Pro. Für mich, also da mehr nachhaltige Bio anzukaufen, das steht für mich immer über dem regional so eine Schlummel. Okay. Natürlich so schon nicht, wir mussten den Bio-Apfel aus Neuseeland importieren, aber trotzdem also auch, ja, wenn ihr sich wissenschaftliche Zahlen anguckt, der Umweltabfluss vom Transport sind minder groß wie die vom Weid produziert wird, ob du zum Beispiel chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel angesagt gehen oder nicht. Und dafür muss ich da doch ein bisschen evaluieren. Natürlich wollen wir auch die Lützeburger Landwirtschaft unterstützen. Dafür ist das lokal natürlich auch ganz wichtig, weil bringt das nicht, wenn wir nur alles importieren, dann unterstützen wir als Bauern hier auch nicht. Dafür muss ich da ein bisschen für sich auch Balance finden, wie machen wir das. Zum Schluss gebe ich euch gefroren, wenn man eine Zukunftsvision die hat sich 2 gehabt, war die ganz interessant ist. Die hat von der IBLA sozusagen, Andi hat irgendwo so geht von allen drin für zu Lützeburg mal als definieren, was will man überhaupt, weil alles können wir nicht tun. Was wäre da Schritt Nummer 4? Schritt Nummer 4 war mir hoffen, dann als ein Projekt zu erreichen. Wir haben nur gesagt, wir brauchen eine Vision, wir packen das irgendwie mit un. Wir haben selber als IBLA, wir wollen aber auch gucken, wie ein Doktorin da ist. Wir haben ein Projekt, das heißt Vision 2050. Wo man von genau das machen, genau. Das auch schon nur mit das, aber noch ein bisschen bis dahin kann man ein bisschen etwas machen. Und einerseits geht es um Modellierung, was sind Szenarien, wo Kinder gehen, aber für dich mal auch zu gucken, ja, was ist eine Vision von den verschiedenen Akteuren, hier Gruppen, wo wir Bauern zusammen freuen, dann haben wir aber auch all die Leute aus dem Sektor, die mir nur bei sind, zum Beispiel Büro, Forschungsinstitutionen, dann aber auch von Arbeitsstunden an Handel mit arbeiten, in Teil, wo wir rein politisch Gruppen machen, in Teil, wo wir auch wissenschaftlich Experten aus dem Ausland für das nicht global doch mal daran zu holen, mit arbeiten an, aber auch muss man mal gucken, wie gut das gelingt. Da draußen hoffentlich sich auch gesprochen wird, dann Konsumenten auch für die Workshops mit anmelden. Und da gucken wir eben Schritt für Schritt von der Modellierung. Wir können ein schönes modellieren, was wissenschaftlich bestimmt ganz korrekt ist. Aber wenn das nicht die Vision von den Leuten draußen teilt, dann wird es nie umgesetzt gehen. Und dafür gucken wir Step by Step, Szenarioentwicklung, wie gesagt, Zukunft aus, wo stehen wir lo, wo kommen wir da hin und dann noch einmal, war das politisch machbar in der ganzen EU-Gesetzgebung, die wir eben haben, probieren wir das Step by Step zu machen und war das ein Forschungsprojekt von Mavaner, wo wir eben lo für einen Moment gestartet haben. Ich habe eine Woche raus, dass das durchaus gut fand, dass du ein paar Jahre mehr über die Ernährung geschwärzt wird, auch dass das nicht mehr selbstverständlich ist und dass wir uns Gedanken darüber machen als Gesellschaft. Ja, klar ist das wichtig, weil früher hat mich immer ein bisschen gestellt, dass du die Landwirtschaft geschwärzt gehen hast. Für mich ist das ein Teil von der ganzen Ernährungssystem, da gehört das alles dabei. Da gehört Landwirtschaft daran, wir haben auch die Gesundheit von uns selber, wir haben die Umwelt, wir haben Klima, die Wirtschaftlichkeit vergessen, das ist aber auch ganz wichtig. Und kann ich eben nicht die Einzelsachen ganz lang gucken, aber für mich muss ich das ganz zusammen wegfahren. Stefanie Zimmer, so vielmals merci. Das war der Podcast One Planet 20 Futures von Nachhaltigkeitsrat Lützeburg zum Thema Ernährung, Landwirtschaft, Anti-Gaspillage. Ich resümiere zum Schluss mal das Gespräch kurz, auch für mich, dass ich es verhalten habe. Die schafft für DIBLA und DIBLA setzt sich schon an für biologische Landwirtschaft. Gleichzeitig fördert sie und unterstützt alle Bauern auf ihrem Weg von der Transition. Und die hat eine ganz klare Message, dass sagt, dass es zu Lützeburg Potenzial gibt für andere Wirtschaftsformen wie aktuell, dass es doch darum geht, experimentell den Pioniergeist zu wecken und auch immer auf Wirtschaftlichkeit zu achten, weil es bringt nicht von etwas einfach am Tierrang verschwindet, man muss ihn dann noch umsetzen, muss ein Marché dafür gehen und dafür braucht man auch Konsument. Und der Konsument hat eine ganz wichtige Rolle. Eine andere Anti-Gaspillage, wo allein durch den Konsument 50% angespurt gehen. Und dann aber auch natürlich durch die Entscheidungen vom Konsument warten ist, wie als Ernährung ist, was für Gedanken wir uns machen, und ob es doch immer nicht mehr um den billigsten Preis geht, wenn das möglich ist, und alles mit abziehen an das System. Und Ernährung ist mehr wie eine Landwirtschaft. Ich meine, das ist ein guter Resümee. Das ist nicht ein Merci für das Gespräch.
Merci auch erst für den Nulauschen und für den Gucken. Das war der Podcast von Planet 20 Futures. Die nächste Episode könnt schon nächste Freitag raus. Abonniert euch, wenn ihr nicht wollt verpassen. Und diskutiert mit euren Kollegen, Freunden, Arbeitskollegen drüber über diesen Podcast. Kontrovers, aber diskutiert, wenn es klifft. Und vergesst nicht, One Planet 20 Futures, Zukunft also.